Bonjour, op unserem Tour durch Lützeburger Kirchen a Kapellen. Haut sind wir zu Monnerich, en ganz äl Ortschaft. 1965/66 hunn de Grof Siegfried as eng Frau Hedwig der Easternacher Abtei hat zu Monnerich eng Proprietéit mat enger Kirch geschenkt. Dodurch gouf den Abt vun Easternach dann Grund a Kirchenherrhei, den ökonomischen Zentrum vun dem Besitzhei, dat wären Abtei Haff, de bestaan huet bis zur Französische Revolution. Am 13. Jahrhundert huet den Abt seg weltlich Rechter hei verlor, zugunsten vun enger klenger Herrschaft. Dat war eng politisch Decision, die demals op viele Plätzen geholgin ass, war fir die Gegentheit zu sicheren, géint die mächtig Schnoperen a Lothringen an am Herzogtum Berg. Den Abt vun Easternach, den huet hei 2/3 vum Zengten agezun, dodurch war verpflicht, fir de Kirchebau opzukommen, a fir an allem Kircheschëff zu bauen. De Pastor, den huet 1/3 vum Zengte gehärt, an den huet missen fir de Koer opkommen. Ma wissen, dat verschiedentlich nei gebaut gouf, so an der eischter Halschicht vum 15. Jahrhundert. Da wissen wir auch, dass am 17. Jahrhundert Kirch für allem durch den 30-jährige Krieg an einem ganz schlechten Zustand war. Der Pastor, den hat am Rez-de-Chaussee vom Turm 100 Schof innerbrucht. 1729 hat die Situation da geändert. Da kam ein ganz dichtiger Pastor hin, den Antoine Feller von Simmer, den aus einer Familie von Beamten kam. 1731 hat den Antoine Feller eng neue Kirche bauen gelos und hat den Kontrakt dafür gemacht mit dem Baumeister von der Easternacher Abtei, dem Sigmund Mungenast. Eigentlich sollte die Kirche mehr groß gehen, mit Leuten von der Pur, die zuständig war für den Turm. Die wollten keinen neuen Turm bauen und dadurch ist der Raum dann mehr kurz gehen oder ein bisschen disproportioniert, wie sie 1752 den Turm dann endlich neu gebaut haben, weil den alle baufällig war. Du konntest den Fehler aber nicht mehr gut machen. Die Kirche ist dem Heiligen Willibrucht geweiht, von Anfang an. Dann haben wir die außergewöhnliche Chance, dass wir genau Bescheid wissen, wie ein Handwerker am 18. Jahrhundert für die Kirche das Mobilier geliefert hat. Das waren praktisch alles Lützeburger. Dann sie für de Mobilier e Puerleit zu nennen, da das der Skulpteur Anceau, den Skulpteur an Schreiner Fritzsche Biewer, den ein bisschen mehr spät zu Kirch optritt. Dann haben wir auch den Nicolas Jacques von Volz, war der Maler Mattei aus der Easternacher Abtei. Den Hauptautor, den aus 1746 geliefert ging, vom Anceau a vom Biewer. Den Tableau ass wie gesot vun dem Easternacher Maler Philippe Mattei. Uwen an der Nisch durchsteht Statue vom Heiligen Willibrucht, dem Kirchenpatroner. Die zwei Seitenaltäre, die waren kurz für Drun rakommen. Und dann ass auch dieselbe Zeit de Predigtschule kom, Wirk vom Nicolas Jacques von Volz. Die Leute haben noch Beichtstill geliefert, die hun am 18. Jahrhundert am Allgemeinen a Kirchen, selbstverständlich auch a Privathäuser geschafft, für de Mobilier zu produzieren. Die Kirche, die am Laufe der Zeit purmal restauriert gehen, so hat zum Beispiel Fenstern, die auch ganz charakteristisch sind, die aber viel mehr spät sind natürlich wie der Kirchenbau, weil an der Barockzeit waren Kirchen am großen Ganzen hell verglast. Dann ist es sicher auch aufgefallen, dass es einen Zwiebelturm hat, da das wahrscheinlich von den Tiroler Baumeistern, zu denen auch der Mungenast gehört wird, hier auf Lützeburg gebraucht ging.